Weiter geht das Abenteuer hier in Unruhstadt bei Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Hi Freunde, willkommen zurück und deswegen gleich mal ganz kurz mal abspeichern. Und mal schauen, wie es eigentlich weitergehen könnte. War erstmal, ja, speichern, Speichervorgang. Im letzten Part waren wir noch ziemlich unterwegs, vor allem halt Richtung Dämmerwald und wollten dort bereits den ersten Tempel in Angriff nehmen. Ich weiß aber dummerweise nicht mehr, wie man den Tempel genau wieder aktivieren kann. Und deswegen möchte ich eigentlich eher ja, was anderes machen und zwar einfach mal ein bisschen Unruhstadt umgucken. Einfach gibt es auch hin, das eine oder andere zu entdecken. Bereits jetzt natürlich schon, sprich irgendwie ein Herzteil oder eine Maske zu ergattern. Denn es gibt doch immer so viel, Mann. Du. Hallo, was willst du, Rutzel? Schau mich nicht während ich übe. Na, los, das nur das bei der Bomber? Sondern wie du bist bei uns Mitglied? Na gut. Da ich doch, wenn du ein Bomber bist, musst du den Leuten helfen und Fälle aufklären. Anzustehen. Okay, dann machen wir Start. Offene Fälle. Die Unrasse des Dekus 3. Dafür sind wir erhalten. Toll. Ja, also wenn natürlich noch einer fehlt. Eigentlich sogar noch mehrere, wa? Zeitplan. Ist immer sehr pünktlich. Sind Zwillinge. Okay, ja, Zeitplan um Fälle. Klingt ja soweit schon mal interessant. Wir sind noch am ersten Tag, 7 Uhr morgens. Geschwister Rosa. Das sagt mir jetzt gar nichts mehr. Okay, das ist dort. Und die Schwester Rosa. Das Doge Schwertmeister. Könnte man eigentlich mal hingehen, wa? Jo. Wieso eigentlich nichts? Wird sicher spaßig. Ja, wir haben zwar einen 3-Tages-Zyklus, sprich einen gewissen Druck ist natürlich schon da, aber andererseits haben wir doch trotzdem so viel Spaß und können tun, was wir wollen, lalala. Ja, zumindest mehr oder weniger. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, scheint zumindest mal so. Gut. Früher war hier noch nicht Bank auf der Seite, weiß ich noch, aber ansonsten. Dekos, wie gemein. Ah! Ja, merkst du, man sollte hier natürlich mit allen möglichen Leuten quatschen. Spielplatz der Dekus. Mein Alter gibt es eine Vogelschacht, die nie kennt. Das ist Zeit beeinflusst. Nur hier oder was? Geöffnet ab 10 Uhr abends. Gut, bitte eintragen. Hallo? Eintragen! Okay, das geht scheinbar dann doch nicht. Das ist doch doof, Mann. Egal, wir schauen einfach mal um und gucken, was es noch so alles gibt. Yo, hey Baby, ich war nur in der Vogelstadt auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird im Flug vergehen, wenn du mir tanzt. Wenn du willst, Baby, dann ist die Zeit vergessen und bis zum Abend tanzen. Wollen wir tanzen? Yo. Oh yeah, vergiss gerade Zeit, lass uns tanzen. Das ist doch ein tolles Lied, ja, es ist Salias Lied. Nee, nicht ganz. Aus ersten Tages. Nein! Okay, ewig weitermachen. Lust sein lassen, die Zeit vergessen, bis die Dämmerung tanzen. Was bringt mir das? Krieg ich ein neues Lied dafür? Mal gucken. Vielleicht bringt er mir es bei. Es könnte ja sein. Wir shaken uns mit. Und Link fragt sich nur, was soll der Quatsch? Dann muss zweiten Tages, ja, eines weitermachen. Ist der nächste Zyklus bereits in der Marsch. Ist ja toll. Wie? War das? Jetzt einfach gehen wir im Flug, kann ewig weitermachen. Und das ohne Kaffee. Müssen wir am Tanzen, wollen wir tanzen? Ja. Zum letzten Mal, Freunde, wenn es endlich klappt, dann gehe ich wieder. Und mach was anderes, denn wir haben noch was anderes zu tun, das ist so. Noch 2 Tages. Nö.
Die soll einfach nur halt... das überfahren? Ja, natürlich! Mensch. Kannst du den Fluss der Zeit verlangsamen. Jede nur zweimal miteinander begehst du dich zum gewünschten Zeitpunkt vorwärts. Was? Interessant, oder? Baby, wenn du Lust hast, spiel doch einen für mich. Echt ins auf umgekehrt spielen? Eine Melodie. Gib mir nicht das Blut, Baby. Nö, aber natürlich noch Bock, die was anderes vorzuspielen. Ja, Mann. Ist auch sehr interessant, oder? Ich frage mich natürlich, ob ich jetzt einfach nur das Lied der Zeit rückwärts spielen muss und dann klappt das. Andererseits, vermutlich klappt es eh nur, wenn ich es halt ihm vorspiele. Wir können es jetzt mal versuchen, wa? Ja, tun wir gleich mal. Also, die Hymne der Zeit rückwärts. Kann nicht so schwierig sein, wa? Die Ballade des Kronos gespielt. Ja, gerne. Einfach so ein neues Lied gelernt. Ja, kann es natürlich viel mehr Zeit. So ist es auch angespeichert, das Lied. Ja, yeah, Mann! So leicht geht das, okay. Ach, so ging das damals. Seht ihr, wusste schon nicht mehr. Gut. Natürlich jetzt wieder viel mehr Zeit, theoretisch zumindest. Nur könnte Hilfe sein. Mal gucken. Heere und Schild haben wir noch. Rotes Elixier, 30 Rubine. Nö, hast du sonst noch etwas Interessantes? Wundererbsen. Alter, Wunder, bist du wahnsinnig? Du bist doch nicht mehr ganz sauber hinter den Ohren. Ja, du bist doch einfach nur ein Arsch ohne Barsch. Gut, wir sind zumindest noch in Nacht. Rein bitte. Was? Kommt dann 10 Uhr abends. Aha. Ist das echt so? Ja, ist gut. Hab's kapiert. Dann schauen wir mal. Der Bombenshop. Das ist ein bombiges Angebot, wa? Hallo, du bist hier, um Bomben zu kaufen, oder? Nun, ich verfüge über eine riesige Bombe, die nicht mal in diesen Laden passt. Und war es so schwer, dass du sie tragen kannst. Und ich das überhaupt gefragt habe. Ja, er meint, glaube ich, ja, eine Spezialbombe, die wir aber erst, Dankeschön, erst bekommen können, wenn wir eine bestimmte Maske haben. Soweit weiß ich noch. Willkommen. Kamin vielleicht, wa? Bombentasche. Nehmen wir ein anderes Mal. Der Bombenshop hier also. Okidoki. Gehen wir doch mal zum Dojo. Wer bist du? Was hast du, ein Notizbuch? Das heißt, du bist einer von uns. Ich hätte da vielleicht eine interessante Information für dich. Wenn man bei der Lotterie auf die richtige Zahlen tippt, gewinnt man anscheinend einen Haufen Rubine. Leider prima Pech. Danke für den Hinweis. Notizbuch vermerkt. Cool. Ja, ich muss auch sagen, so macht doch auch ein solches Spiel Spaß. Dojo Schwertmeisters. Sag mal, Kumpel, siehst du dort etwas? Die erinnern mich ein bisschen. Also, der erinnert mich ein bisschen an die gute Impa aus Skyward Sword. Das ist natürlich die alte Schachtel. Wer sein Können im Schwerkampf verschärft, dessen Verstand erfährt die gleiche Wandlung. Die Zahl der Angsterfüllten und Schwachen steigt mit zunehmender Nähe des Mondes. Doch wer wie ich das Studium eines Meisters erlangt hat, der braucht nichts zu befürchten. Die Ausbildung in diesem Zentrum kann einen Geist und eine Willenskraft auf dieses Niveau heben. Also, wirst du es versuchen? Bedauerlich, wahrlich bedauerlich. Aber keine Rubine, scheiße. Okay, wir brauchen ein paar Rubine, das heißt, ich muss dann noch wieder zu den Bombos. Bombos! Ja, zu den Bombos. Und natürlich erstmal. Hey Girlies, stören's nicht! Müssen wir mittanzen, weil da ging auch immer eine besondere Maske. Ich weiß bloß nicht mehr welche, verdammt. Aber ich weiß noch, wie sie aussah. Sprich, sobald wir sie sehen, weiß er es wieder.
Sehr so wieder, toll. Lotteriebetreiber. Wenn es doch so einfach geht, wie kann ich denn das mit den Tänzerinnen hier machen? Die sagen ja, stör uns nicht. Nee, okay, dann geht das so auch nicht. Oh Mann. Okay, aber trotzdem gutes Wissen natürlich, dass wir noch einiges hier in Unruhstadt zu erledigen haben. Das Versteck der Bomber, das war da drüben. Weil aber auch wieder mal die Mondperle, sprich nachher wieder natürlich, also Mondtrenn natürlich. Im Endeffekt halt, ich suche mir etwas. Schießbude! Und das aber auch, glaube ich, Pfeile und Bogen, was ich noch nicht habe. Hallo. Du bist also ein Mitglied, in dem Fall kann ich ja was Interessantes erzählen. Anscheinend ist ein Junge mit Fuchsmaske am Waschplatz zum Briefkasten gelaufen. Wem er wohl geschrieben hat? Sehr interessant, weil die Fuchsmaske brauchen wir noch. Na okay. Wir haben bald 10 Uhr abends, aber eigentlich ist noch genug Zeit, um hier durchzukommen. Lass mal durch. Muss ich den Code sagen, klar? Ja. Hier mal, Peace Kleiner. Ah, das stimmt, du kennst unseren Code, du bist voll cool. Logo. Die Bruderschaft möge leben. Ja, ist gut. Die Bruderschaft möge leben. Hey. Oh, what? Linke. Ja. Jetzt geht das Deko definitiv schneller. Aua! Oh! Dreh dich um. Geht auch nicht mehr so, wa? Ja, echt nicht, mal. Wollte schon sagen. Aber einfach bloß zu langsam. Ja, aber das ist schon ein gewisser Unterschied zu Halvovios, man merkt es bereits. So, dankeschön. Ein paar Rubin noch, das ist natürlich schon noch etwas, ja. Also wie gesagt, natürlich, erster Tempel ist natürlich schon Priorität, aber wenn es geht, hätte ich dann doch ein bisschen höheres Level dafür, also höheres Level, ja. Ich kann das... Mann. Natürlich nicht Level, sondern halt mehr Herzen hätte ich gerne. So, sehr gut. Also sprich 4 oder 5. Gut, 4 brauchen wir eh nur noch ein Herzteil. Dann haben wir das B1. Vielleicht sogar in der Schießbude. Wer weiß. Ach, die Ballade des Kronos ist so geil, Mann. Das wird etwas ausbringen, wenn man jung ist, ja? Ja, guck mal. Okay, was sieht man da? Natürlich immer das Gleiche. Das Horkid. Nee, du kriegst mich nicht. Guck mal. Was denn? Ich bin der Mann im Mond. Wortwörtlich im Mond. Ich würde auch sagen, im Arsch. Nee. Du kannst mich mal ankreuzen. Arsch. Was? Hast du das sonst gedeckt? Ja, eigentlich schon. Aber Leute, fragen wir ganz ehrlich, muss man eigentlich immer da mit dem Mond trennen? Gehst du bitte mal runter, Link? Hallo, ich sag hier hinab. So, dankeschön. Wir müssen eigentlich immer das mit dem Mond trennend Landurkunden machen, bloß um da die Anurkunden zu kriegen. Weil ich denke mir jetzt einfach mal, es wird sich noch ein paar geben und das immer wieder zu Beginn eines Zyklus machen muss. Nehmen wir auch das hier, genau. Ich habe nicht so richtig den Rhythmus drin, sprich mal wieder die Lieder auswendig zu merken. War aber auch bei Ocarina of Time so. Also sprich Ocarina of Time selbst hatte ich alle Lieder auswendig drauf, kein Problem. Aber Ocarina of Time 3D dann, dass einfach halt die Bewegung anders war. War schon krass. Gut, wir haben bald 9 Uhr abends. Das geht, ja.
Hey, warte einen Moment. Ja. Das Privateigentum, klar? Du kriegst du nicht. Doch, krieg ich. Komm her. Kleine Mondtrenner, hast du eine? Ja, haben wir eine. Ja, ist gut. Du hast eine? Ja, ich habe eine. Menschenskind. Hier. Also Stein, du musst ihn mir geben. Das klingt wieder. Ja, ist gut, dankeschön. Brauchen wir für ein paar Rubine. Komm mal da stehen. Geil, Mann, tschüss. Und er segelte davon. Schon wieder. So, dann mal gucken, gehen wir erstmal hier rauf. Ich glaube, das war Fehl. Nö, Glück gehabt. Hä? Wo ist die Kiste hin? Ah, hier war sie ja, Gott sei Dank. Und ich dachte schon. 20 Rubine, geil, Mann. So, haben wir sonst noch etwas von den Rubinen und so? Muss eigentlich reichen. Wenn 9:20 Uhr, glaube ich, für einen Ausflug zum oder sprich zum Dojo dort noch reichen. Danach halt direkt mal zum anderen Shop. Was haben wir hier noch? Postamt, okay. Das Postamt. Dojo der Schwertmeister. So, wenn ich bitten darf. Ja, wissen wir schon. Blablabla. Anfängerkurs. Und Anfängerkurs. Bevor du ein Schwert ziehst, will ich dir die Grundlagen des unbewaffneten Kampfes beibringen. Ich beginne mit dem Sprung zur Seite. Du hältst L gedrückt, um den Stamm anzuvisieren, und drückst A, während du nach links oder rechts bewegst. Probier's mal aus. Kommen wir zur Rollattacke. Rückwärtssalto. Ja, natürlich auch klar. Schwerkunst, okay, Horizontalrieb auf B drücken. Yo. Falsch. Ups. Kommt der nächste. Sind wir in die Vertikalattacke. Anvisieren, B drücken. Stoßattacke. Also drücke zuerst L, um zu zielen, danach musst du nach vorne bewegen. Okay. Zuletzt stellen wir die Sprungattacke ein. Ziehe zuerst ein Schwert mit B. Guck mal, vergiss nicht, was die bisher gelernt haben. Denke an die täglichen Übungen. Übrigens, durch Drücken vom R kannst du einen Schild einsetzen. Musst du das? Jo. Toll. Belohnung? Keine. Dankeschön. Profikurs, gerne. Ganz können Sie schlagen Sie stellen unter Verwendung der komplexen Schwerttechniken. Dann siehst du die vollen 30 Punkte, soll dein Herz erstarken. Bist du vorbereitet? Denk mal schon, wa? So. Klingt eigentlich ziemlich billig. Ich hoffe, es ist auch wirklich so. Und nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Was? Neuer Schwermeister. Ist wohl nicht bereit. Hä? Wieso? Hallo, Kohle zurück. Gemeinheit, hey. Haben wir jetzt hier einen Fehler gemacht? Du musst einfach alle Techniken zeigen bei diesen 10. Kann natürlich auch sein. Aber noch was zu tun für die Zukunft. Das war der Bombenjob. Da war dieser seltsame Typi. Die Vogelscheuche wohlgemerkt. Kuriositätenladen. Hey Mann, heute Nacht habe ich nichts zu verkaufen. Ich scherze nicht, aber hast du was für mich? Lass mich auch was kosten. Wenn du was Gutes hast, zeig her. Ich hab nix. Wieder andere Kunde. Nein, so das werde ich jetzt eigentlich los. Den Wasch kriegst du garantiert nicht.
Nein, ich komm mal wieder vorbei. Tschüss, man. Dann ist nur nachts geöffnet. Okidoki. Ja, gut. Schwermeister alles noch 10 Rubine. Ja, ich bin echt am Überlegen, was könnte man noch so machen. Ich meine, viel vorbeibringen brauche ich ja nicht. Ich habe bereits die Feenmaske noch, genau. Brauche ja erst im Tempel. Wer bist du denn? Ich würde sagen, ich war zu laut. Viel zu laut, als ob man im Zimmer übte. Jetzt sind sie böse und ich bin traurig. Jetzt denke ich nur an die Vergangenheit, damit ich nicht in die üble Gegenwart denken muss. Ja, ja, das werde ich tun. Was das Publikum? Vor langer Zeit war ich Mitglied in einer tierischen Bande. Mit Hunden, Eseln und so. Bremer Musikanten? Nur so, Mensch mit da unten Tiere. Ist er selbst auch so eins? Sie waren alle großartig, aber etwas gab es, das hat mich gestört. Warum nur der Hundskerl? Wo ist der Hund? Der war erstaunlich. Der beste Bandleader, den man sich vorstellen kann. Habe ich es gestohlen, die Maske von dem Hund, ich war es, der es tat. Ich gebe sie dir. Wir kriegen eine gestohlene Maske. Alles klar. Der Hund war ein guter Lehrer, seine Schüler langten rasch die Reifen uns Erwachsenen. Wie offene Fälle, traurige Melodie. Die Maske erhalten. Das wurde nur die Puppe bemerkt. Okay, das ist gar kein offener Fall mehr. Guru. Kann auch wunderbar improvisieren, ja, sehr wunderbar. Ich bin richtig wunderbart. Autsch. Mal ganz kurz tauchen. Und ich habe genug Rubine für den alten Knacker. In diesem Dojo. Ist versperrt. Dann tu doch doof. Was ist denn der Frosch hier? Quack, quack. Ja, quack dich doch selber mal. Und der Pan ist langsam vorbei. Er geht zur Neige. Ja, leider Gottes so. Gibt es noch etwas anderes zu tun für uns? Vielleicht wäre doch nicht. Ja. Wuff, wuff. Schnauze, Mann. Und ganz kurz in den Norden hier gab es ja einen Hinweis wegen einem Deko-Kerl, war? Ein Garten für Dekos. Dazu muss ich glaube ich irgendwie so rüber nach dort. Ah, okay. Ja, ich weiß, war mir bereits mal ganz kurz, aber ich dachte, das wäre irgendwie erst für später. Naja, vielleicht geht's doch jetzt schon. Deku, Deku. Wir sind alles Dekus. Servus. Wir müssen uns um eine neue Aufstellung kümmern. Geh nach Hause. Hä? Wieso? Was? Deku ist in einem Loch in Nord-Unusch als kleinen Deku-Spielplatz. Hä, nur tags. Morgens mal oder wie? Geh nach Hause. Gut, wir werden ständig nur rausgeschmissen, Freunde im Bereich. Ich hab die Schnauze voll. Nee, ist natürlich alles noch. Ja. Muss erstmal das Buch halt noch voll kriegen mit allen Missionen, mit allen Quests halt so gibt. Und das Ganze halt Schritt für Schritt ein bisschen durchtimen. Tja, in diesem Sinne würde man sagen, nochmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Ich habe, glaube ich, soweit alles. Ja, nächster Part, was machen wir da? Das ist eine gute Frage. Wir haben eigentlich noch genug Zeit, sprich, Dojo Schwermeister wäre zwar eine Idee. Und dann aber doch noch ein bisschen darum bemühen, dass wir ihnen noch den Eingang zum Tempel finden, wa? Also zumindest mal das Ganze erscheinen können. Das wäre schon noch geil, wenn wir das irgendwie schaffen. Und dann, ja, mal gucken, wie es weitergehen könnte. Hier bei Majora's Mask 3D in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und tschüss.